The Cybersecurity Directive is the latest component in Europe's drive for digital supremacy. For the first time, coordination is being sought for essential services such as air traffic control, health and financial markets. But to lead the world, first things first, ridding any chinks in your armour that could leave your system vulnerable to cyber attacks. Companies would have to have robust enough systems to ward off online threats and report any serious incidents to a national authority. But beyond the sectors a country could deem as crucial to protect, the likes of Google, Microsoft and social media sites would also fall under the ambit. The days of the Internet's wild, wild west could soon be coming to an end. Was bedeutet das für Sie als Aufsichtsrat eines betroffenen Unternehmens? Nachdem sich das Europäische Parlament und die Kommission bereits im Dezember 2015 grundsätzlich über die geplante Richtlinie geeinigt hatten, gelangte der Entwurf am 14. Januar zur entscheidenden Abstimmung in dem für den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz zuständigen Ausschuss. Dort wurde er mit 34:2 Stimmen angenommen. Wir haben den zuständigen Abgeordneten, Andreas Schwab, dazu in Brüssel befragt. Die IT-Sicherheitsrichtlinie, die wir verabschieden konnten unter luxemburgischer Präsidentschaft, führt zum ersten Mal verpflichtende Regeln für Schutzmaßnahmen von Unternehmen aus 5 Kernbereichen der europäischen Industrie ein, die zwingend Sorge dafür tragen müssen, dass sie geschützt gegen Angriffe, resilient gegen Cyberattacken sind. Und es ist so, dass wir auch festgestellt haben, dass es durchaus bestimmte Infrastrukturen gibt, die anfällig sind. Man hat es Gott sei Dank in der Europäischen Union noch nie gesehen, aber die Ukraine beispielsweise war vor Weihnachten Ziel eines Hackerangriffs und damit wurde das ukrainische Energienetz, die Stromversorgung für mehrere Tage unterbrochen. Die nächsten Schritte sind nun Bestätigung durch das Europäische Parlament und die Kommission und Veröffentlichung der Richtlinie. Die Mitgliedstaaten haben dann 21 Monate Zeit für die lokale Umsetzung der Richtlinie. Und das gilt auch für Sie als Aufsichtsrat eines betroffenen Unternehmens.